Hallihallöle, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur. Und dann guckt, ich hab meinen Blaster wieder gemacht. So, es ist Schieberle. Ist halt he. Also, für alle, die der schwäbischen Sprache nicht mächtig sind, kaputt. Aber da seht ihr, das hat ein bisschen wenig Infill, also das war zu erwarten, als ich das gedruckt habe. Aber da haben wir gedacht, komm, 2-3 Mal wird's vielleicht dauern. Also jetzt gerade genug, dass ich das euch demonstrieren kann. Und gerade genug, um zu zeigen, dass das nicht weit genug nach vorne geht, dass das sauber, zuverlässig schießt. Also es hat seinen Zweck erfüllt. Es taugt nicht. Und habe auch festgestellt, Magazin, ja, es rastet halt zu weit oben. Deswegen ist es auch wahrscheinlich hingegangen. Das müssen wir richten. Also reparieren. Wieder gut machen. Und dann habe ich anderes Magazinadapter ausgedruckt. Seht ihr, das ist genau der Hanne. Da so ziemlich auf der Kante. Und ich habe auch gleich oben einen Deckel dazu, das abgeschlossen ist. Dass der Schieber da nach oben auch eine Stütze hat. Und das habe ich jetzt das mal so gedruckt, weil das andere habe ich da noch. Da ist das die Unterseite. Wo ist das? Ja, da ist das die Unterseite. Und da ist das die Unterseite, da brauchen wir basiert auf der Stützstruktur. Das heißt, da vorne habe ich halt das da noch dazu. Weil sonst bräuchte man hier dazwischen auch Stützstruktur. Das machen wir es blöd. Da habe ich gedacht, komm, den Spacer machen wir da hinten. So. Wir können da irgendwann mal einen Blaster entwickeln, der die Größe da einnimmt. Na, eigentlich müssen wir den Trigger bloß da hinten drumrum entwerfen und das Batteriegehäuse irgendwie auf die Seite oder so. Weil dann wäre das Magazin der Griff. Das wäre recht kompakter Blaster. Also irgendwie da. Und dann löst das der Trigger aus. Und der geht einfach ins Magazin da auf der Seite vorbei oder so. Dann können wir die Batterie vielleicht auf der anderen Seite machen oder so. Das wäre kompaktes Blästerle. Halt gucken. Also ja, jetzt machen wir erstmal das fertig, bevor wir schon die nächsten Projekte denken. Ich sag's euch, der Kopf ist voller Ideen. Ich habe nicht genug Zeit für all die Ideen da. Ich sag's euch, ich könnte mehr Zeit brauchen. Lasst ein Abo da, wenn ihr das genauso seht. Lasst einen Daumen nach oben, Kommentare, der ganze kleine Radatsch, der halt so hilft, dass ich noch irgendwann mal mehr Zeit habe, das Zeugs zu machen. Vorausgesetzt, ihr wollt es natürlich sehr. Wenn ihr es nicht sehr wollt. Ja, Gott, da verstehe ich nicht, warum man noch da seid. Ja, ich glaube, so viel Logik kriegt ihr da selber hin. Aber ich gehe mal davon aus, dass ihr es sehr wollt, deswegen seid ihr noch da. Ich würde sagen, bevor ich mich da noch weiter verzettel, schraubt man das da noch an, schraubt man das weg. Wir haben ein bisschen neue Innereien dafür auch. Schraubt man das da noch, neues Hebele. So rum gehört's. So langsam kriegt es auch eine halbwegs elegante Form. Ja, die Teile sind halt immer schon arg rudimentär. Dann haben wir neue Schieberle. Habe ich da die Stützstruktur nicht gescheit weggekriegt. Heieieiei. Der Ingenieur ist manchmal ein Schlamper. Ich sag's euch. Der Herr Ingenieur da. Auf jeden Fall habe ich da, falls das nicht geht, zweite Variante rausgelassen. Seht ihr, das ist doch noch ein bisschen. Aber jetzt testen wir mal die. Davor zerlegen wir es, bauen wir es ein, schwätzen wir weiter. Bis gleich. Ja, ich stelle da gerade ein Problem fest. Was seht ihr, das geht nicht. Es geht schon. Aber nicht ganz so. Also, der Federmechanismus ist mir da ein bisschen zu stark. Weil der Feder des Kunststoff und nicht die Feder. Oh, es rastet auch nur so halb ein.
Also, das heißt, ein beherzigter Zug ganz nach unten. Ja, so. Ich sehe da gerade was. Die Nase müsste eigentlich viel weiter raus. Seht schon, die geht schon ziemlich. Das passt schon ziemlich gut. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Bug oder ein Feature ist. Weil, es ist relativ sicher drin, bis man dann tatsächlich dran sieht. Da dürfte der Pfeil jetzt weit genug rauskommen. Das testen wir doch gleich mal. Hat man mal 1, 2, 3 rein. Gerade nicht weit genug zurück. Ja, na verdammt. Scheißele. Deswegen 2. Das heißt, wenn die Pfeile so sind, dann passt's. Den hat es jetzt schon ein bisschen zurückgezogen. Okay. Und einen Versuch haben wir noch. Ich teste jetzt einfach mal ganz schnell. Geht's weiter, den ich so ausgedruckt habe. Der besser ist. Ich ist ein bisschen. Hat man das eigentlich einfacher vorgestellt mit dem Schieberle? Das seht ihr. Das meine ich eigentlich, dass das der Hahn aneckt mit der Mutter. Aber das ist wohl undramatisch, weil das gar nicht so weit zurück muss. Das heißt, das da reicht eigentlich schon. Gut, das muss jetzt nicht arg weit zurück, weil die Nase da eigentlich recht kurz ist. Und die länger machen, dann müsste es weiter zurückgehen. Dann müssten wir hier, das können wir hier auch kurz machen. Ja, zack. Ecke weg. So. Jetzt mal die Ecke brauchen wir da nicht. Seht, die Feder bleibt trotzdem in der Position. Jetzt können wir die Nase nämlich ein bisschen länger machen. Gerade um das, was wir da gewonnen haben, weil das ist die Nase. Hopp, 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 so rum. Seht ihr. Jetzt ist die Nase komplett weg. Das ist ein bisschen. Die müsst. Oh, ist eigentlich schon schöner Mechanismus. So, das Eyebrow. Das wird auf Seite.
Den Schieber habe ich mir einfacher vorgestellt, aber ja, der andere Schieber muss sich nicht arg bewegen. Das ist die andere Magazinkonstruktion. Das ist schon für schnelles Feuer ist die andere Magazinkonstruktion schon. Hat technisch schon seine Vorteile. Das habe ich so nicht erwartet. Ich dachte, es sei. Ihr kennt vielleicht hoffentlich meinen ersten eigenen Blaster. Mit dem runden Magazin. Guckt euch mal die Videos dazu an. Hat mir ein bisschen gebraucht, bis ich das Ganze so rausgefunden habe. Ui. Das wird auch mehr durch Glück als durch Können, kalte. Vor allem dahinter kommt eigentlich schon der Kabelkanal. Seht ihr, da ist die Schulterstütze noch. Ja. Ist das da noch? Ne, das passt noch. Ah. Nee, das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen dünn. So. Könnte man bei dem Schieber noch ein bisschen. Das habe ich eigentlich überlegt, ob ich den länger machen soll, aber mal Millimeter der vielleicht noch rausholen. Könnte man vielleicht noch rausholen. Millimeter der vielleicht noch gegangen. Es ist auch versucht zu reden und da Dinge im Kopf zu machen gleichzeitig. Da kommt im Moment mal Blödsinn bei raus. Ah ja. Es ist normal. Das wird besser mit der Zeit, mit der Übung. Upp. Eieiei. Der ist besser, aber nicht perfekt. Seht, da fehlt ein bisschen. Da habe ich mir die Stützstruktur rumgespielt. Da hat es da keine Stützstruktur gehabt und das habe ich aber erst festgestellt, nachdem fertig gedruckt war und habe gedacht, komm, jetzt ist schon so. Deswegen sieht das da halt so aus, wie es aussieht. Es hätte hier eigentlich auch Stützstruktur braucht. Das ist da für irgendein anderer Druck mal mit der Stützstruktur rumgespielt. Dass man das. Ja. Das müsste so weit zurück. Uiuiui. Das hat Kräfte nach oben, das hat es eigentlich nicht haben. Nicht ideal. Aber jetzt haben wir schon. Jetzt gucken wir auch, dass man das nochmal zusammenbaut. Und gucken wir, ob es denn halbwegs taugt. Wir machen auch mal ein bisschen Schmutz noch, um die bestmögliche Bedingungen zu haben. Das heißt, schon mal gleich gut, dass wir die zweite Variante ausgedruckt haben. Seht, mein Optimismus hat ein bisschen nachgelassen. Ist aber auch dramatisch. Da. Aber zumindest das Teil habe ich deutlich besser hingekriegt. Seht, da passt die Schraubchen rein. Aber nicht so. Doch ein bisschen rotiere Duze.
ein bisschen, passt doch ein bisschen zu gut. Ja, Chef. Feines Spiel zwischen, okay, man braucht kein Feuerzeug, um es nahe zu pressen. Und es dreht sich da drin. Jetzt haben wir es, glaube ich, da ein bisschen übertrieben. Ja. Kriegt man in der nächsten Iteration. Aber ich jetzt sage, ich schmier das mal, ich baue es wieder zusammen und dann testen wir es. Bis gleich. So, Odele, jetzt gucken wir mal. Also glücklich bin ich damit nicht, ihr seht. Das, irgendwie drückt es mir das zu arg nach oben. Das soll es nach vorne drücken und nicht nach oben. Seht, da verkeilt sich das eher. Also entweder wir müssen das stärker machen. Aber da passt was nicht ganz. Oder das unter runter, dass das. Also, kann ich mal. Also, dass ihr seht, den Teil da irgendwie ein bisschen runter, weil das ist ja eine ziemliche Ecke, dass das eher nach vorne will. Und nicht irgendwie. Da kann es sein, dass das dann nach oben geht eher. Das passt noch nicht. Aber jetzt gucken wir mal, ob wir die 3 Pfeile, die wir überhaupt haben, und die abfeuern können. Das Netzteil wartet schon auf seinen Einsatz. Das habe ich schon mal still und heimlich vorbereitet. Das kurz auf Seite. So. Magazin hinein. Ja. Nicht ideal, aber besser als vorher. Und es bleibt drin. Und ach, ist schon leer. Okay. Die hat es jetzt alle verfeuert. Seht, das. Ich glaube, irgendwo hier passt es noch nicht ganz. Theoretisch, also zumindest in der Zeichnung ist das doch eine Eber. Dann wird das ein schöner Klotz. Das passt noch nicht. Da müssen wir uns noch was überlegen, weil da muss auch das Batteriefach hin. Dann sollte das eigentlich schon so dünn wie möglich sein. Oder wir müssen den. Seht ihr, wie es den lupft? So seht ihr es. Guck. Da. Das darf nicht sein. Das hat er vorher nicht so gemacht. Das geht nicht. Und es geht nicht von den Leuten zurück. Also das ist nicht gut. Ist besser als vorher. Also wir haben einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Aber es ist nicht gut. So, hatten wir mal ein paar mehr rein. Magazinhalter, auch besser. Der Block ist auch besser. Alles. Ja. Ist. Also, der Blaster ist ein bisschen. Gut, so viel bewegt der gar nicht. Das müssen wir ein bisschen. Muss das noch unten. Das ist, glaube ich, an der oberen Kante und nicht scharfkantig genug. Aber das können wir machen, ohne dass wir das Teil ändern müssen. So, oder?
Ja, das ist das, was passiert. Vor allem, ja, okay. Verliert Schraube der Blaster. Er verliert Schraube. Oder Mutter. Hey Gott, das wackelt jetzt halt und hat. Ich meine, die Mutter haben jetzt noch kein Gegenstück. Also normalerweise sind die später dann, zumindest die da kann man im Design versenken. Und die liegt jetzt irgendwo auf dem Boden, die muss ich nach dem Video aufsammeln. Probieren noch ein bisschen zu verschießen. Ah, leer ist. Ja. Seht. Ach, da kommt der Schwungrädler schon noch entgegen. Das müssen wir dann irgendwann mal reinkleben. Schicht. Nächste Schritte. Deswegen rasselt es so ein bisschen. Das sind alles so Dinge. Ja. Ja, jetzt muss ich mal gucken, wie ich den Schieber vielleicht noch optimieren kann. Aber ich jetzt sage, das probiere ich einfach mal. Weil das kann jetzt sein, dass es noch ein paar Iterationen braucht. Das probiere ich jetzt einfach mal so. Und zeige euch dann das fertige Ergebnis. Hoffe, dass ihr damit einverstanden seid. Sonst. Oder zeige euch die Iterationen, die ich dann gemacht habe. Weil sonst brauchen wir da ewig. Das Set, ich glaube, das ist ein bisschen. Muss mal von da in den Motor klauen. Ja, die Kosmetik machen wir jetzt noch nicht dran. Das ist dann. Ja, das ist noch ein bisschen zu weit vorne. Das müsste wenn man eine leichte Schräge macht, dürfte es vielleicht auch schon gegangen. Dann dürfte man ein bisschen was hinkriegen. Also den Pfeil schon ein bisschen nach vorne schiebt. Aber das ist halt das Hauptproblem. Das darf so nicht sein. Ingenieur ist nicht ganz glücklich. Das ist jetzt nicht das erhoffte Ergebnis, aber das befürchtete. Seht ihr, habe ich irgendwann mal. Hat mir die Isolation da geschmolzen oder habe ich die mal beim Löder geschmolzen? Da seht ihr. Ei. Es braucht noch ein paar Iterationen. Der Magazinhebel muss ein bisschen verfeinern, der geht nicht weit genug raus, der ist nicht scharfkantig genug und alles. Rastet halt noch nicht so sauber, wie ich es gerne hätte. Ja, das wird halt mit oder ohne Magazinhebel recht gut drin gehalten. Das heißt, der macht eigentlich keinen Unterschied. Oder zumindest nicht, dass ich ihn spüre tät. Also, ja, nicht. Ach, komm, wir lassen es gut sein für heute, bevor ich das Ergebnis nochmal betraue. Und zeige euch, das kriegen wir schon noch hin. Da bin ich optimistisch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln. Bis zum nächsten Mal. Euer Blasteringenieur.